Wir haben in Lützeburg auch Probleme mit der Sicherheit oder mit der Unsicherheit, und nicht nur ein Unsicherheitsgefühl. Wir sind doch schon seit langem sind wir da hammer. Und ich will Ihnen ganz kurz zwei Statistiken. Wir haben an den letzten 20 Jahren sind Gewaltakten hier am Land 300% hochgegangen. Von 1269 am Jahr 2000 auf 4345 am Jahr 2022. Das ist mehr wie eine Verdreifachung an 20 Jahren. Und wenn ich dann gedacht gesagt habe, legen darunter, dass die Bevölkerung auch gewusst ist, mehr auch nicht annähernd, dass die Bevölkerung so gewusst wie Gewaltakten, die hier im Land alljahr stattfinden. Wir haben also hier ein großes Problem, den aber leider hier im Land nicht immer so angeschwert wird, wie in Stadt gewünscht, von den verschiedenen Akteuren, hauptsächlich eben auch von der Politik. Das war bei der aller Regierung so, und das leider Gottes, wie man feststellen müssen, auch bei der neuen Regierung so, wo Transparenz, was Kriminalität angeht, nicht ganz groß geschrieben wird, wo nicht immer alles veröffentlicht wird, wo auch nicht immer alles kommuniziert wird, wo es schwierig ist, wo auch viel zu viel lang dauert, bis es zu Prozessen kommt. Alles auch Sachen, die das Regierung, die Lodoas, die Herr Gloden besonders kritisiert wird an den letzten Jahren, an aber nicht wirklich umgeht. Nur hat gesagt gehabt, just für ein Zitat zu geben, für uns 2 Jahre, hat Herr Gloden gesagt gehabt, es muss definitiv River sein mit geringer Kuschelpolitik. Das war für die Sicherheit gedurcht. Und ich meine, lokal kann ich so, wenn ich da alles guckt, was lebt, weil am Anfang hat sich nicht viel geändert, dass eine Polizei lokaler gefordert wird, okay, richtig weiß, was das soll bringen. Wir hätten gerne, dass die mehr Glode seine Kuschelpolitik abhält und das endlich, ich habe es gemerkt, für hier am Land eine Sicherheit zu garantieren. Und wir müssen gucken, dass wir hier so sicher Land wie möglich, was wir früher auch hatten, das beweisen Statistiken. Und das muss Ziel sein von einem Innenminister, von einem Minister, der zuständig ist für die Polizei. Das muss gerade auch Ziel sein von einem, den aber so auftritt, heißt du, wie wenn das gibt macht. Dafür sollten Herr Gloden abhalten mit seiner Kuschelpolitik, was Kriminalität angeht. Wir hatten dem Herr Gloden auch eine Frage gestellt. Darauf wollte ich abholen, weil das war auch an den Medien breit getrippelt ging. Wir hatten gefragt nur Statistiken. Nur Sie wissen, dass wir hier am Land, was Kriminalität angeht, ganz wenig konkret Statistiken. Und zum Beispiel haben wir hier im Land keine Statistiken über Messerattacken, wie sie zum Beispiel in Deutschland oder in anderen Ländern gibt. Kann keiner so, wie viel das der gibt. Wir hatten halt konkret gefragt, und das kam am Anfang die Idee aus Deutschland, doch, wo in Deutschland ein ganz paar die Politiker von FDP und CDU gefordert haben, dass immer, wann etwas so geschieht, dass dann auch die Nationalität vom Täter soll veröffentlicht gehen. In Deutschland gibt es die Statistiken sowieso, die sind ganz akribisch gemacht. Und wenn du gefragt, wie hin dann dazu gibt stehen zu den Propositionen dann von der CDU und von der FDP, was wir dann aber sonst mal sind Kollegen sind noch ganz die von der CDU, aber wie dann der Lützeburg ausgesehen. Und der Minister hat gesagt, nee, das gibt nicht so gesehen, und hat auch, was ich auch ganz problematisch fand, für als ein System, wo Deputierte aber da sie für Ministerin zu kontrollieren, wollten dann seine Antwort oder Kommentar aufgehen, wo gesagt wird, das für pure Populismus. Die Frage, die mir stellen. Also erstens mal, als das etwas war, den als Minister nicht so eine Antwort schreiben, dass du den Himmel zu kommentieren, was Deputierte hier froh an ihrer Mission. Und zweitens, also so von der populistisch aus der vorne ich mich weiter in Deutschland, als in anderen Ländern, wo die Statistiken gemerkt gehen. Aber gleichzeitig auch in Lützeburg, wo bis 2017 auch die Statistiken gemerkt sind, dann bin ich auch Wunder nicht gemerkt. Wenn Statistiken nicht mehr gefallen, dann haben wir oft die Tendenz, dann nicht mehr zu machen. Übrigens, Klammer auf, das ist ein bisschen selbst bei der Geschichte von der Lützeburger Spruch, wo den Stadttag bei der zweiten Volkszählung haben wir 2011, 2021 zweimal dieselbe Frage gestellt, über die Sprachen, die Leute können. Und das Resultat ist natürlich nicht so, wie verschiedene Akteure sich vorstellen, weil das Resultat weiß, dass der Spruch zurückgeht. Dann von der Ministerin, da muss die Frau nächstes Jahr nicht mehr gestaltet gehen. Muss man eigentlich auch noch froh sein.
Das also ein bisschen Lesung, also ich finde doch heute zu sehen. Mir hätte gerne, dass, wann ihr will, Kriminalität bekämpfen, muss ich noch wissen, wo sie hier könnt, und dann muss ich noch etwas dagegen können machen. Übrigens an Deutschland sind sie so weit, dass sie mittlerweile, und das die Leute von der SPD, Grenzkontrolle machen, weil ja, wenn da keine Statistik nicht, wo da wisst, wo die Leute hier kommen, wenn sie aus dem Ausland kommen zum Beispiel, da könnt ihr ja gar nicht etwas dagegen machen. Das ist auch interessant, weil von der Minister einfach, dass die Statistik nicht tun. Das ist aber so, dass Polizisten natürlich von sehr festhören, die Donnerien abholen. Das heißt, sie Donnerien. Du frage ich mich, für was, von der Statistik von über den Donner als Deputiert und Minister, für was kriegen sie da nicht? Wenn eine Statistik nicht tut, dann müssen sie machen. So funktioniert das an einer Demokratie, wo das Parlament soll Minister kontrollieren. Wenn Statistik nicht da ist, müssen sie machen. Andere Minister machen das übrigens. Also da schlafen nicht oft mehr Beispiel am Kommunikationsministerium, von in eine Statistik fragt und gibt sie nicht, dann gehen sie sich mehr für sie zu machen. So viel dazu zum Ergloden an der Kriminalität. Da kommen wir auch zum Herrn Meisch. Wir hatten dort Schulrentrée. Das ist ein bisschen nivelliert gehen von einer Diskussion über Tandien, weil am Anfang nicht die wichtigste Decision ist, für Tandien an der Primärschule zu verbinden. Übrigens, ganz interessant, wir haben das für einem Jahr gefordert gehabt, waren all die anderen dagegen durch den Herrn Meisch, und da kommen sie dann auch zurück auf die Forderung, die wir uns gestaltet haben. Das Frieden ist natürlich, wir werden viel mehr tiefgreifend Auswirkungen werden tun hier als Land, das die sogenannte Alphabetisierung op Franzisch. Da werden wir an den nächsten Moment auch viel der Hand gehen, für die Leute aufzuklären. Und wir wissen auch, dass bei der Bevölkerung ganz viele Leute und auch die Akteure an der Schule ganz skeptisch sind, was das angeht. Es gibt zwei große Kritikpunkte. Ich gehe nicht so viel am Detail, ich will es aber kurz nennen. Der erste ist natürlich trennen. Wenn wir machen ein System, wo man so die einen gehen alphabetisiert auf Französisch, die anderen gehen alphabetisiert auf Deutsch, oder automatisch irgendwo eine Trennung. Und die Trennung ist für uns als Gesellschaft, wo wir viele Nationalitäten haben, wo immer Integration großgeschrieben ist und die Integration durch die Schule funktioniert wird. Weil außerhalb von der Schule funktioniert es nicht immer so gut. Die Schule ist die Person von der Integration halt zuletzt. Da also dann von der Zeiten für die Gesellschaft eine Katastrophe, weil man die Sozialkohäsion auf das Spiel gesagt wird. Und in dem Kontext verstehe ich auch nicht, wie die Lenkparteien das Haut können mattrohen, wo sie früher da zum Beispiel für die Gesamtschule wären. Aber bon. Ein zweiter Kritikpunkt ist das, was auch viele Leute im Terrain sagen, das ist die sogenannte Nivellement vers le bas, wo man gesehen, dass Haut einfach der Reflex da ist, wenn etwas zu schwer ist für einen Schüler, ja, dann holen wir es weg. Du für dich als Deutsch zu schwer, aber dann brauchst du Chemie zu machen. Für dich als Französisch zu schwer, aber brauchst du Chemie zu machen. Oder du kriegst es nicht einfach gemacht. Und ich fand, dass das auch par rapport zu all den Leuten, die ja an die Schule gegangen sind, die letzten Jahre, und ganz besonders auch viele Kinder von der Immigration, die als das so, die das nicht richtig fanden, die heute am Anfang dankbar sind, dass sie konnten an der Schule sind, zusammen mit den anderen an derselben Kursus an Bank mit ihnen delen. Hier ist also auch da ein Gefahr, erstens von der Trennung und zweitens, dass das Niveau hochgeht, dass man nur eine Gesellschaft tun, wo die Leute auch nicht mehr die drei Sprachen können, wie es nur war. Weil der Wallo ganz konkret mich am meisten verwundert wird, dass der Herr Meisch gesagt hat, dass die von 2 Jahren angefordert gehen. Wir haben im Moment 4 Pilotprojekte nach 4 Schulen, wo wir ja, im Moment nicht viel Resultate gesehen, weil doch schwierig ist, die Kinder, die sind noch nicht lange dort an dem System dran. Und das gesagt geht am Anfang, dass die Alphabetisierung recht das soll angefordert eventuell gehen, wann Etüden da sind, die dann noch beweisen, dass das ein gute Sache ist. Auch wenig Kinder am Anfang bei so etwas wie das da, wenig Kinder am Anfang eine richtige Etüde machen, weil frühestens dem Moment, wo die Kinder an der Lycée gehen. Das Ziel von mir meist am Anfang, dass die Kinder um 6. Schuljahr um selbst Niveau sind, ob sie französische Alphabetisierung machen oder deutsche Alphabetisierung. Das Ziel kann ihr just da muss, wenn sie bis an die Lycée gehen, und eigentlich recht dann, wenn sie auch schon die ersten Jahre am Lycée gemacht haben, also sicher nicht 2030.
Er springt den Herr Meisch also noch 400 Wohn an das am Anfang unehrlich was möchte. Sie sind schon gegangen, ganz heftig zu präparieren, für flächendeckend anzufeieren, Formationen zu machen. An ehrlich wäre einfach zu werden für anständig objektiv Etüden. Das am Land auch nicht immer evident, dass weil oft könnt man dabei draus, was den Herr Meisch will, objektiv Etüde machen, ob es die Kanner bringt, an auch die Auswirkungen, die es auf die Gesellschaft hat, weil darum geht es doch. Darüber werden wir, das tun wir im Moment nicht. Der andere Punkt, den wir auch immer ganz heiß gehören, das ist die Frage von unserem Wursttum. Wir gehen seit eine ganze Party 20 Jahre gehen wir Richtung 1 Million Einwohnerstaat. Herr Juncker hat geschwärzt von 700.000 Einwohnerstaat für rund 23 Jahre, meine ich, war dann als ein schreckliches Land gegangen, auf 700.000, und dass der Schreck nicht von euch kommt, das wissen wir heute, weil dadurch, dass wir heute so bei 700.000 sind ganz viele Sachen hier am Land, die nicht mehr so funktionieren, wie sie sollten, notamment die Schule, weil sie selber auch an den Rapporten dran steht, dass durch die starke Zuholen von der Bevölkerung die Schulen nicht mehr nachkommen. Es sind aber nicht nur die Schulen, es sind sämtliche Infrastrukturen, die um Bord sind, auch das Gesundheitssystem, die das nicht mehr packen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, das ist etwas, was auch nicht oft genug gesagt wird, die ganz starke Bevölkerungswachstum, die natürlich dadurch kommt, dass man eine ganz starke Migration hat, ist natürlich auch schuld an den hohen Wohnungspreisen und der sogenannten Wohnungsnot, die wir hier am Land tun, dass den Druck, den entsteht, und das ist etwas, was komischerweise hier am Land nie viel thematisiert wird, weil aber in anderen Ländern, wenn zum Beispiel die Schweiz, die ähnliche Probleme, und da geht es um den 10 Millionen Einwohnerstaat, da geht es um ein Referendum, für die Leute können diskutieren, ob es den 10 Millionen Einwohnerstaat von der Schweiz wollen, wo das ganz konkret gesagt wird. Dann von den Hauptargumenten für den 10 Millionen Einwohnerstaat an der Schweiz nicht zu wollen, als eben gerade die hohen Wohnungspreise, die dazu führen, dass die Bevölkerung, die da ist, keine Wohnung mehr findet an den Konkurrenzkampf. Das ist etwas, was leider nie könnt, mit das evident, dass wir Leute rankommen an 12 Wohnungen, die geht an Blut, kann nicht an der Vitesse gehen. Das ist auch nicht möglich, dass dann andere müssen Land verlosen, etwas für uns nicht akzeptabel ist. Oft ist es dann so, dass die Regierung, auf jeden Fall die Letzte und die Neuen, nicht viel davon hören, dass am Anfang das Problem will man Problem bekämpfen. Das ist Genre, wir haben eine starke Wurst und die führt zu ganz viele Probleme. Für die Probleme zu lösen, braucht man danach mehr Wurst. Natürlich da ganz viele Punkte und ich meine, dass das für Reichsleier Lützeburg nicht kann Ziel sein. Ich meine, dass ich ganz gut auch muss gucken, das ist eine Diskussion, die immer mehr auch an alle Länder in Europa abkommt und das ist eine Konsequenz von der ganzen Evolution seit 2015, dass ich vielleicht muss gucken, wen wollen wir dann noch hier am Land tun, dass ihr seht, wir können auch nicht Südvereine abholen, Südvereine Wohnungen bieten, Südvereine die Infrastruktur bieten, das ist nicht möglich. Wir sind um Bord von dem, was möglich ist, dass er Lützeburg ist, an Deutschland so, das in Holland so. Friedrich Merz hat übrigens genau so gesagt, wie ich das so. Das ist so, also nicht komplett verrückte Idee. Wir sind um Bord von dem, was wir hier in den europäischen Ländern noch können packen. An unserer Gesellschaft mit unseren Infrastrukturen. Wir haben in Deutschland, die da hingehen, an als Grund eben von Sicherheit, von illegaler Immigration, Grenzen kontrollieren. Man kann nicht so, das ist natürlich ein politischer Gest von der SPD gewirrscht, für wahrscheinlich nach Wahlresultaten bei ihren Landeswahlen zu beeinflussen, auf die Bevölkerung sozusagen zu beruhigen. Wir schmengen aber, dass es auch ein wirklicher Grund dafür gibt, und es sind immer mehr Länder, die das machen. Und zum Beispiel Frankreich schon eine rezent Umfrage gewiesen, dass eine große Majorität von den Leuten das will. Und ich meine, die neue Regierung in Frankreich wird auch schon ähnliche Maßnahmen angekündigt. Da haben wir dann auf der anderen Seite Solonia Asselborn, an die Singpolitik mitgedrohen haben, sind da 2015, die regen sich ab über die Grenzkontrolle. Da kann ich just so nicht von das immense Kühlung. Weil eigentlich sind sie verantwortlich dafür, weil sie damals die komplette Öffnung gemacht haben
sind sie verantwortlich für die Situation, die Lodo ist. An die Lodo sind, die muss jo gucken, für mit dem wie sie lo agieren. Reagieren sie auf das, was Demos gemerkt ist vom Herr Asselborn an anderen. Und dafür fand ich pilotiert, von die gerade diese Lo darüber abregen, was Konsequenzen sind von ihrem Handeln. Die Warnungen waren ja damals da. 2015 waren vielleicht da, die Jugend waren, dass wir ein Sicherheitsproblem werden kriegen, dass wir ein Problem von Integration werden kriegen, dass wir ein Problem werden kriegen, dass das Sozialsystem das nicht mehr packen, dass wir ein Problem werden kriegen, auch wie in Deutschland, mit nicht genug Wohnungen, mit nicht genug Infrastrukturen. Die Leute haben ja gewarnt. Ja, die Warnungen, die sind immer so am Teppich gekehrt, die respektiv die Leute sind durchgestaltet, wie wenn sie vom Mond kommen, aber wenn alles da drin nicht, wo wir ein Hauttummerraum von leider die Konsequenz davon an den Beweis, dass die Leute am Endeffekt ganz oft ganz viel Recht hatten an das Evolution, die du da hast, an die geht ja weiter. Ne? Da geht ja weiter, das ist die Konsequenz, dass man überall Grenzkontrolle kreen und so weiter. Das als Konsequenz von der Politik vom Herrn Asselborn. Das kann hin sich an die Leute, die demonstrativ werden oder Merkel, die können sich da zuschreiben. Dann wollte ich noch ein bisschen noch mir einen aktuellen Sujet angehen, und da geht es um eine Petition, die der alle gut kennt. Da war ein Mann, den eine Petition angerichtet gehabt für Männer LGBT-Themen an den Schulen. Der Mann hat einfach angehen, kompletten No-Name, ich weiß auch nicht, ich kenne den Mann nicht. An die Petition, die gut einen immensen Succès, sodass schlussendlich auf rund 10.000 Unterschriften kommt. Ohne viel Möglichkeiten, die der Mann hat, für das nach Leid zu bringen. Auf der anderen Seite hat man eine Engage-Petition, die ganz schnell auf die Petitionskommission gegangen ist, die Ragin von einem Mann, der bei der LSAP schafft, die ganz gut geschrieben war, natürlich von der Form hier. Und dann hast du eine ganz Propagandamaschinerie umgegangen, für die Engage-Petition zu vermarkten von allen möglichen Organisationen, die vom Staat, von der Regierung, das sind die sogenannten ONG, die haben nicht Regierungsorganisationen, sind mehr von der Regierung bezahlt, gehen immer komischerweise, die dann auch die Suchen dann wollen für massiv Propaganda zu machen für die Engage-Petition, die dann auch 10.000 Unterschriften erreicht wird. Interessant ist aber heute, dass da bei verschiedenen Bemol-Luten umgegangen sind, weil Bemol, und das fällt immer auf, wie aber verschiedene von unseren Politikern an einer bloß leben, hat man schon so beim meisten Wahlrecht, dass die Mengen, sie wissen, was Leute dabei wirklich wählten. Es alle Wolke sie verschiedene von unseren Ministern oder Politikern gefallen, wie sie gesehen haben, dass 10.000 Leute eine Petition unterschrieben. Da freue ich mich, schätzt die Leute nicht dabei moderne. Weil sie aber ganz viele Leute, die sich dabei sind, gerade für das ein Thema ist. Und das ist einfach auch ein großes Problem, dem wir haben, dass man heute ganz viel auch in der Politik Leute tun, die nicht mehr richtig den Zugang und zur Population nicht mehr richtig macht, was wirklich problematisch ist. Also die Leute dabei sind, ist egal, oder die brauchen keinen Genderspruch, zu sagen. Und das kriege ich just mal, wenn jemand die Leute auch dabei schwätzt und nicht mehr just als Sänger bloß lebt. Wir sind auch gespannt, wie das dort weiter geht, ob es der Fall weist, dass ein ganz großen Teil von der Bevölkerung, ich meine, bei 10.000 Unterschriften gesagt, dass ein ganz großer Teil von der Bevölkerung das dort deelt, was dann auch hoffentlich zu einem Umdenken dabei feiert. Und dann zum Schluss wollte ich noch ein bisschen konkret das Sujet angehen. Ich meine auch, ich habe auch kritisiert, wir probieren aber auch immer Sachen vorzuschlagen. Und auch wenn wir noch den Herrn Meisch, den Herrn Gloden, ich meine, wir müssen die Politik kritisieren, wir müssen Alternativen vorschlagen, und wir machen das auch, denke ich, und haben wir gewissen Leute letztes Jahr im Sinn von einer konstruktiver Opposition, weil die bei anderen Oppositionsparteien ein bisschen Männer gesagt, natürlich geht es doch ein bisschen mehr hier, das gehört zur Politik dazu, wir probieren eine konstruktive Opposition zu machen, wo man nicht einfach gegen alles hin, was die Regierung möchte, punktuell natürlich da, wo Sachen laufen, die Momente, die wären nicht gut für das Land, wo man die auch dann kritisieren.
ein Punkt, wo man lo dann als noch abbringen, das als Gesundheitssystem, wo ganz viele Probleme gibt, ohne bald Detail anzugehen, dann als Deputéiert, die sich ganz gut an dem Bereich natürlich auskennt, Alexandra Schoß, werde im Oktober eine Interpellation an der Chambre zu dem Sujet holen, wo dann de ganz vasten Gesundheitssystem über alle Punkte geht, ob dat was wie die Gesundheitsversorgung am ländlichen Raum ist oder wie überhaupt wie die Zeit sie wo muss werden für uns kommen, der Mangel an Personal oder einfach die Organisation, die vielleicht nicht immer die ist, wo alle würden die Punkten werden ugeschwert gehen, wo dann die anderen Parteien bei Interpellation natürlich können die Stellung dazu holen und das alles natürlich am Sinn von Propositionen, die man machen für das Gesundheitssystem für die Leute im Land zu verbessern.